Ech halen hai eng Moioun vun der ADR am Grab iwwer den RTL-Konzessionsvertrag. Scho fir 3 Joer huet d'ADR eng Moioun eben an der Chamber hanner loecht, an den Roy Reding huet déi och suivéiert, dat d'Chamber als Kontrollorgan vun der Regierung zu kegem Moment ableg an de Konzessionsvertrag mat RTL krut, den bis 2023 Lomo läfe soll. D'Chamber fordert do fir Asicht an de kompletten Konzessionsvertrag mat RTL. Fir wat ass dat so wichtech, Roy Reding? Ja, ich meine, der Konzessionsvertrag mit RTL wäre nach immer ein Geheimdokument, was gut angesperrt wäre auf dem Terrain vom Medienministerium und von RTL selber. Was gerne tut, ist, dass an dem Vertrag, den 2017 unterschrieben ging, ist, genau für rund 3 Jahre auf der einen Seite Frequenzakkord bis 2030 verlängert gehen, auf der anderen Seite der Woche der Staat gesagt hat, wir überholen den Defizit von der Tele an Heicht von 10 Millionen pro Jahr für 21, 22 und 23. Du kannst sich vorstellen, für was Schuss bis 23 und nicht bis 2030. Das hat den einfachen Grund. Wir dem Montant insgesamt über 40 Millionen gewährt, dann hätte ein Gesetz gestimmt gehen, und es hätte ausgeschrieben gehen. Das heißt, auch andere Firmen wie RTL, alias Bertelsmann hätten sich können bewerben. Fir wetter se Dinger Menung no awer immens wichtech, dats op manst westens Chamber ableg an den Konzessionsvertrag krit of an Lo d'Öffentlichkeet, die ganz Öffentlichkeit vielleicht den Ableg net krit. Ja gut, du kann en 3 Sachen befinden. Dat is dass Chamber kann hier Kontrollfunktion net exercieren, wann man Texte net gesinn. Als Konstitution seht, dat international Treateen, die geheim sind, aufgeschäft sind. Hei also lo vielleicht kein Staatstreet man engem anderen Land mit der selber Vertrag, die für Lützeburg extrem wichtig ist, aber wir den nicht kennen, können man nicht definitiv eng Meinung dazu äußern. Darüber raus sind ja der Meinung, lo wo de Steuer zuhlen. Mir all 30 Millionen sollen und RTL Group gehen bis 2023, aber wahrscheinlich auch nach darüber raus an RTL ein Servicekrit von öffentlich-rechtlichem Fernsehen, et och de Bierger missmöglich sind, Abblick zu hun an der toten Dokument. Sonst kann man sich vorstellen, licitement, was ist zu verstoppen? Was für eine Klausel sind an dem Vertrag, die die Leute nicht wissen. Das ist so das Problem. Immer wenn ich von einem Sekret schwätze, muss ich schon sagen, da soll etwas verstoppt gehen. An Zeiten, wo wir Transparenz über alles setzen, muss den toten Vertrag unbedingt veröffentlicht gehen, aber zumindest der Chamber und Deputierten zugänglich gemacht. Andererseits, merci Roy Reding für das deutlich Feder.